Das ist ein Zeitchen her, dass ich heim war. Ich war zwar all Sonne bei ich heim, das hast du dir nicht gesehen. Und ich kenne nicht bei alle gut nach. Geld. So viel hat das nicht geändert. Das ist ein Witz. Ich will aber, ja, schon mit der Predigt doch merci sagen für den Besuch, den ich heimkriege, für das Telefon, das ich heimkriege, für all Grace, die ich heimkriege, ja, für all Aufmerksamkeit, die da gewesen hat an all den Wochen. Sehen, als, soweit ich weiß, wenn ich meinen Fuß bewege, ist fest, aber bin es noch wenig geschwollen. Und dann geht die Schwellung zwar zurück, aber ist das relativ schnell nicht da. Da muss ich ein paar Wochen Geduld tun an die Bengel als dann noch für Schutz. Wie gesagt, sind andere, die auch schon so Bengeln hatten, ich wollte das doch ein bisschen ausprobieren, wie das für. Heute kommen wir und Kapitel 16 vom Römerbrief. Wie gesagt, ich will euch dort herzlich begrüßen zu dieser Predigt, die wir Römer 16, das ist das letzte Kapitel am Römerbrief und das ist auch ein einzigartiges Kapitel, wenn wir beim Lesen nach Fertig merken. Es war auf der 3. Missionsreise, wie sieht ein Bild führen ich, wo der Paul diesen Brief und Römer von Korinth aus, Korinth sieht auch angezeichnet, geschrieben hat, so geht Jahr 56, 57 als eine Zeitrechnung. Hier war lang zu Ephesus geblieben, da sieht Ephesus an der heutigen Türkei. Wir hatten müssen ganz schnell fortgehen nach dem Abstand, den da kommen war, während seinem Evangelium. Hier war 3 Jahre zu Ephesus. Es war ein großes Open Door, den er hat. Und er konnte das Evangelium predigen und so ganz viel Leid verändert gehen. Wir können da in der Apostelgeschichte ganz speziell lesen, was für eine große Sachen da geschieht sind, weil da geben heute so viele Millionen Euro Bücher, der magische Bücher verbrannt sind, weil die Leute einfach zum Glauben gekommen sind. Das heißt, die Leute verändert gehen, was der Folge, dass die lokale Ökonomie aus dem Gleichgewicht kommt ist. Weil die Statuen, in einem von der Göttin Diana oder auch Artemis genannt, nicht mehr so einen großen Aufsatz hatten. Das hat doch dann natürlich den Abstand gebracht. Der Paul sitzt also zu Korinth, auf seiner 3. Missionsreise, nicht nach viel Plänen. Und er weiß nicht, dass Gott auch seine Pläne hat, die da liegt, auch nicht sind. Und er schreibt diesen Brief und Römer Gemeinde. Lasst uns den Text lesen. Römer 16. Ich weiß nicht, ob der mich noch sieht, wann ich mich setze. Eigentlich setze ich mich gerne. Sieht er mich noch, ja. Alle mussten wenig schief gucken. Ich rekommandiere euch als Schwester Phoebe, die eine Diakonin von der Gemeinschaft zu Kenschrehe ist. Hört sie am Herrn an, so wie es ein herrlicher Würdig ist. Hilft hier auch überall, wo sie ihr braucht. Sie war nämlich vielen eng Hilfe, darin auch mir. Grüßt Priska an den Aquila, mein Mitarbiter an Christus Jesus. Sie für mich hier irgend Leben aufs Spiel gesagt, nicht nur ich sind ihnen dankbar, wie auch alle Gemeinschaften von den Juden. Grüßt Gemeinschaft, die sich bei ihnen daheim trifft. Grüßt mein Freund Epenetus, den ich gern habe. Hier war den ersten in Kleinasien, der sich zu Christus bekehrt hat. Grüßt Maria, die ganz viel für uns geschafft hat. Grüßt den Andronikus und Junias, die auch zu meinem Volk gehören und Mitprisonnier sind. Sie sind unter den Aposteln gut bekannt und haben sich schon mir zu Christus bekehrt. Grüßt den
Ampliatus, mein Freund, den ich am Herr gern hun. Grüß den Urbanus, also Matabicht a Christus, und mein Freund Stachus, den ich gern hun. Grüß den Apelles, der sich a Christus bewährt hat. Grüß all die zum Aristobulus, seinem Stot gehören. Grüß den Herodion, den zu meinem Volk gehört. Grüß all die aus dem Narzissus, seinem Stot, die am Herr sind. Grüß Tryphena und Tryphosa, die viel für den Herr geschafft haben. Grüßt mein Freund Persis, den ich gern hun, und der viel für den Herr geschafft hat. Grüßt der Rufus, der vom Herr auserwählt gouf, als eng Mam, der auch mir eng Mam gin ass. Grüßt den Asyncritus, den Phlegon, den Hermes, der Patrobas, den Hermas, und Geschwister, die bei ihnen sind. Grüßt der Philologus und Julia, den Nereus als seine Schwester, und auch den Olympas und all die Heilig, die bei ihnen sind. Grüßt den anderen mit einer heiliger Bes. Altgemeinschaften von Christus losen ihr grüßen. Geschwister, ich fordere euch ab, geht euch, ob die Trennungen verursachen, auf Fälle stellen, an dem sie das enseignieren, was kein Lehrer geht, die dir gelehrt hat. Geht denen Leid aus dem Weg. So Leid denken nicht aus dem Herr Jesus Christus, mehr hier im Bauch. Sie verfehren durch ihr schön Schwätzen an ihr geschicklich reden Terze von den Unschuldigen. Es wird nämlich jederin hören, dass dir voll ist. Dafür freue ich mich über dich. Ich will aber, dass ihr weißt, was das gut geht, mir unschuldig, was das Beist geht. Der Gott vom Frieden zertrüppelt geschwinde Satan in er Face. Gnot von unserem Herr Jesus Christus, sief mit euch. Den Timothée, mein Madabisch, der grüßt euch. Das machen auch der Lucius, der Jasson und der Sosipater, die auch zu Mengem Volk gehören. Ich, den Tertius, den ich diese Brief abgeschrieben habe, grüßt euch auch am Herr. Der Gaius, dem ihr an der ganzen Gemeinschaft Dieren abgemacht hat, grüßt euch auch. Den Erastos, den Tresorier von der Stadt, und der Bruder Quartus, losen euch auch grüßen. Gnot von unserem Herr Jesus Christus, sieft mit euch all. Amen. Sieft dem, den ihr stärken kann, laut Menge guter Nachricht an der Verkündigung von Jesus Christus, laut Offenbarung vom Geheimnis, das sind der Zeitalter verstoppt gouf, und durch prophetische Schriften abgedeckt gouf, laut dem Gebot vom ewigen Gott, dat all die Nationen bekannt gemacht gouf, für dat sie am Glauben ihm folgen. Dem einzigen weise Gott sieft durch Jesus Christus, an all Ewigkeit. Amen. Das ist ein echter Teil, das ist ganz speziell. Ich meine, das tut der Herren. Insofern der Paul eine Person rekommandiert, nämlich die Schwester Phoebe, und dann gibt es 26 Personen mit Namen Grace gefragt. So laut daneben, wie Piet und Paul, wie wir sie heute kennen, Agent, nee, so sind sie nicht, die hat alle Herren, die nehmen sie ganz ernst. Der letzte war ziemlich witzig, der Bruder Quartus, der kriegt keinen besonderen Namen, das war einfach der Vierten an der Familie. Du warst einfach Quartus genannt. Also so viele anonym, die genannt sind, die ja, man vielleicht noch nie hören haben. Aber wir wissen noch von Paul, dass der eigentlich ja nie zu Rom gewesen war. Und ihr kennt aber aber zu Leid mit Namen, was eigentlich darauf deuten lässt, dass auf seine Reisen hier das Leid auf eng oder gerne Manier muss kennengelernt haben. Für das sie kann dann an diesem Brief auf Rom auch so grüßen. Dass so viel nimm genannt gehen, fällt ab. Und die hat ja alle gut schmieren dabei, ja alle nimm durch. Das sind 26, das ist ja nicht so viel, wenn wir da 10 Minuten pro Num holen, 260 Minuten, wie viele Stunden gibt das?
Also ich hoffe, dass der Proviant bis den Abend tut. Nee, wir machen das nicht. Wir wollen Eis nicht mehr mit engem von diesem Nimm aufgehen. Geht nicht weiter. So geht es. Und das war ein Text. Voilà. Das war der 4. Slide. Voilà. Wir wollen also mit engem von diesem Nimm aufgehen. Wir wollen das mit dem Ersten machen. Denn er nimmt Gott nämlich der Schwester Phoebe. Mehr präzis, Eisschwester Phoebe. Das Person kommt von Kenschree, wo den Hafen nicht weit von Korinth war. Und der Paul nennt Phoebe eine Schwester, ja, nennt sie sogar Eisschwester. Wieso Eisschwester? An Hebräer Kapitel 2, Vers 11, da lesen wir, den heiligt, an die geheiligt gehen, stammen nämlich all von engem auf. Dafür geniert hier sich nicht, für sie Geschwister zu nennen. Und den sie, von dem geschwart wird, den heiligt, von denen die geheiligt gehen, die sind mir, der Jesus aus denen den heiligt, an denen die geheiligt gehen, sind mir. Aber Jesus geniert sich nicht, alle gut Geschwister zu nennen. Für Jesus sind wir seine Geschwister. Wenn wir von ihm durch sein Opfer am Kreuz erretten. Und er geniert sich nicht, uns so zu nennen. Wir haben meistens leiblich Geschwister. Das kann da so sein, dass alles Paletti ist. Kann aber auch so sein, dass das nicht so ganz Paletti an der Familie ist. Und dass wir dann nicht so erbaut sind, die eine oder andere Schwester oder Bruder zu nennen und zu kennen. Ah, das ist dein Bruder. Ah, ja, den du in Prison hast. Nee, okay. Also, kann Paletti sein, kann alles wunderbar sein. Jesus hat kein Problem damit, als alle gut, egal wer wir sind, Geschwister zu sein. Geschwister zu nennen. Hier schämt sich nicht, hier geniert sich nicht, dich und mich als enger Familie zu haben, ob wir nur perfekt sind oder ob wir pur Macken haben, was die meisten von uns haben. In Römer Kapitel 1, Vers 7 schreibt der Paul auch in all die Heilig zu Rom. An Vers 13 vom Kapitel 1 da schreibt er, Geschwister, ich will, dass ihr wisst, auch da von Anfang an von diesem Römerbrief schwätzt er von den Heiligen, weil er Jesus immer so genannt, mehr schwätzt auch von den Geschwistern. All die zu Rom, sie sind Geschwister. Der Paul schreibt und Geschwister vor Rom, und er schreibt von einer Schwester Phoebe. Und Phoebe ist für kein Schreie, nicht für Rom. Sie ist da, wenn man nach Werte gesehen, wie spät, weil sie die immens Verantwortung hat, den Römerbrief, nämlich diesen Brief, wo wir dort letztes Kapitel davor gelesen haben, dahin zu bringen. Wir alle haben, wenn wir zur Gottes Familie gehören, eine spezielle Nummer, nämlich wir sind alle Brüder und Schwestern. Und diese Nummer, der geht über uns persönlich Familie raus. Wie Jesus mal am Matthäus Kapitel 12 gesagt hat, Vers 49 auf 50, Jan hört mit seiner Hand auf seine Jünger gewiesen und sagt, guck, meine Mom und meine Geschwister, wie in der Wille von meinem Pap am Himmel möchte, den ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mom. Natürlich war auch der Bausten, die durchstungen, seine Mom und seine Geschwister. Aber die neue Identität, die wir haben an Jesus, ist, dass wir alle gut zusammen, und wir haben es nicht ausgewählt, wir sind zusammen gewürfelt, als Geschwister können nennen, Bruder und Schwester. Wir sind durch den Glauben an eine ganz besondere, an eine einzigartige Familie. Wir haben einen den anderen nicht ausgewählt, was uns da natürlich auch zu Reibereien feiert. Aber wie am 1. Jean, Kapitel 3, Vers 14 steht,
Wir wissen, dass wir vom Tod an das Leben rübergegangen sind, wenn wir die Geschwister gern haben. Wenn der Bruder nicht gern hat, bleibt am Tod. Das ist ein ziemlich radikaler Satz. Ich meine, wir sind als Heinz doch nicht bewusst, vor allem, wenn wir am Zorn sind, wir sind da plötzlich, wenn wir wenig zornig sind, Tiere klagen und so weiter, sogar an unserer Familie. Was heißt steht, als nicht gerade Leckerbissen, wenn der Bruder nicht gern hat, bleibt am Tod. Lebt zum Bruder an der Schwester als eine Charakteristik von dieser Familie, die als Test von einem neuen Leben an Eis gesiegt. Egal, was für ein Macke wir haben, den einen oder den anderen. Das ist egal. Wir sind Geschwister. Das ist also Bruder als Schwester. Und wir gehen immer nicht aufgefordert, wenn irgendein Problem aufkommen, dass wir müssen die Hand direkt kriegen, ob die eng oder ob die andere Art Weise. Am 1. Jean, Kapitel 5, Vers 1, da steht, jeder, der glaubt, dass der Jesus, der Christus ist, als Gott geboren. Jeder, den der Pap gern hat auch der gern, den aus ihm geboren ist. Jean ist ganz klar, hier schreibt er die Briefe, du hast kein Halbsach mit ihm zu machen, hier war das ganz wie ein Messer schneidet. Jeder, den glaubt, dass der Jesus der Christus ist, also als Gott geboren, jeder, den der Pap gern hat auch der gern, den aus ihm geboren ist. Dazu der Geschwister, zum Bruder und zu der Schwester. Das Zweite, was der Paul von der Phoebe sieht, ist, dass sie eine Dingerin ist. Das ist ein anderes Merkmal von einer Familie. Es hilft einen sich gern, ein dem anderen. Und da gibt es an der Gemeinde viel Gelegenheit für Frauen und Männer, sich zu helfen. Und wenn wir Frauen und Männer sind, gibt es auch Sachen, die Beit können machen an andere, die spezifisch für die eng oder die anderen sind. Wenn wir alle einfach mal aufpacken, ist es nicht viel für jedereen. Am Vers 2 holt sie am Herrn so wie es den Heiligen würdig ist, hilft hier auch überall, wo sie ihr braucht. Sie war nämlich vielen eng hilft, darin auch mir. Da fragte Paul dreimal, Phoebe am Herr unzuholen. Phoebe war nicht von der Gemeinde oder von der Gemeinde von Rom, aber sie war, wie wir gelesen haben, von Kenschrea und hat die immense Aufgabe gekriegt, den Brief und dreimal nach Rom zu bringen, was kein kleine Aufgabe war. Der Paul hat hier den Brief und Gemeinde zu Rom vertraut. Einem Bruder oder einer Schwester ein Logement, ein Essen oder was in Nötigkeit zu gehen, war an der Zeit normal. Ich rufe noch nicht der Booking.com, wo ihr Hotel reservieren könnt. Und das ist noch nicht bei Täten gegangen, mit war einer der Geschwister, wo eben ein abgeholt ist. Das war so an der Zeit und das auf Athen Fried, für hier alles zu gehen, was sie braucht. Soweit zu dem Punkt, sie haben Herr unzuholen und jetzt zu helfen. Übrigens war das Bedeutung von Phoebe. Auf Wikipedia kann ich lesen, kann ich ja ganz viel finden auf Wikipedia, da war noch viel Mehrheit zu Phoebe, was ich nicht lese, weil das vom Sujet aufbringen. Aber Phoebe heißt auf Deutsch die leuchtende Phoebe, für die griechisch bewandert sind. Du hast auch das Wort Phos, was Licht heißt am Griechischen, du für Phoebe, also auch nochmal verbunden, Jean Partizip eigentlich, die leuchtende. Der Phoebe hier nun bedeutet also die Licht. Und das ist natürlich ganz interessant. Der Paul schreibt, für unsere Schwester, die Licht zu helfen. Licht, wissen wir, also ein ganz großes Thema an der Bibel, aber für uns auch alltag wichtig. Almures, heilei Kugelei, geht es immer nicht hell. So meist eigentlich ist bewusst, dass Almures nicht hell geht. Licht, also auch das, was als echt durch Gottes Wort erschaffen gouf, a Genesis Kapitel 1, Vers 3.
Licht als Wort kommt ziemlich oft an der ganzen Bibel vor. Ich habe erst mit meinem Programm relativ schnell so eine Statistik abgestartet, könnt 181 Mal an der Bibel 4, aber ihr da seht und den Striche, die wenig mehr groß sind, können ganz viel beim Hiob, beim Jesaja 4 und auch am Johannesevangelium. Und am Jean Kapitel 8, Vers 12, da steht, Jesus hat nach ein Kehr mit den Leuten geschwärzt, es sind Licht von der Welt. Wie mir da geht nicht an der Deichstadt, wir kriegt Licht vom Leben. Ein Mensch, den ein ewige Glauben hat, steht, Jesus no geht, als Licht. Ein Licht ein Beispiel. Und am Matthäus Kapitel 5, Vers 14 steht, dir sieht Licht für die Welt. Ein Staat, der bei einem Bier leidet, kann nicht verstoppt gehen. Wir kennen da ein Beispiel an der Apostelgeschichte, ganz speziell, was Licht angeht, nämlich der Stephanus. Er von den ersten Diakonen und noch den ersten Märtyrer. Der Stephanus, der hier gesteinigt gouf, hat gestrahlt. Apostelgeschichte 6, Vers 15 steht, jeder, den am Sanhedrin sitzt, hat auf hier gesturkt und hat gesehen, dass sein Gesicht ausgesehen hat, wie das von einem Engel. Sein Leben am Herr hat das ermöglicht, einen zu sein, der geliebt hat, sich dadurch erhält wird. Der Mond kann man als gutes Beispiel hier Licht nehmen, weil er von der Sonne belichtet wird. Phoebe hat von Paul so viel Vertrauen gekriegt, dass sie den Römerbrief nach Rom bringen kann. Sie kriegt nur vertraut. Dieser Brief hat seitdem eine ganz große Rolle gespielt. Auch viele Menschen sind durch ein oder andere von diesen Versen, ein oder den anderen Vers aus diesem Brief zum Glauben gekommen oder zu einem neuen Verständnis von Gottes Wort. Römer Kapitel 8, Vers 1 steht, dafür gibt es doch keine Verurteilung für die an Christus Jesus sind, die nicht nur der sinnlichen Natur leben, mehr nur im Geist. Und am 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 2, gehen wir aufgefordert, ein Brief zu sein. Ihr seht, ein Brief, den ob als Herz geschrieben gouf und der von jederem verstanden gelesen wird. Und ein Briefträger einer Eis, Meier, er ist eine Kollegin, ein Briefträger, weil Phoebe, die war ein Briefträger. Sie hat den Brief, das Bedeutungsdokument, nach Rom gedrohen. Sie konnte die beste Botschaft nach Rom bringen, wo es nehmen, wie auch den Oliver als am Anfang schon ein wenig angelegt hat, dass der eigentlich nehmen ein Brot als Spieler gegangen ist, ein Murcht, ein Mord und eine Unmoral. Wie wichtig sind Eisbriefe am Alltag. Wenn wir an unserer Briefkiste daheim eine Rechnung haben, da werfen wir die nicht fort. Normalerweise nicht, wir dürfen sie vielleicht fortwerfen, wir werfen sie nicht fort, weil das ist wichtig. Wenn wir aber Reklamen dran haben, da gehen die relativ schnell geguckt und dann gehen sie ganz schnell noch an die blaue Tonne. Der Paul hat diesen Brief und Träume durch Gottes Geist geschrieben. Und er hört sein Leben ganz an den Denkst von der guten Nachricht gehen. Soweit für als Schwester Phoebe. Es kann den natürlich noch weitermachen, und Num für Num durchschwellen, auf viele, viele Jahre, wenn man denkt, bei einer Freizeit, wo da doch gemerkt ging, also ich meine, wir sind nicht bis zum Schluss kommen. Das waren da einfach zu viel, und die war Freizeit rüber. Und wir machen da doch nicht halt. Wenn wir gehen an den Schluss vom Brief,
zu einem ganz anderen Teil, zu einem ganz anderen Punkt. Zu Vers 25, eher sie auf dem, den ihr stärken kann, laut Menge guter Nachricht. An der Verkündigung von Jesus Christus, laut der Offenbarung vom Geheimnis, das in der Zeitalter verstoppt gouf, und durch prophetische Schriften abgedeckt gouf, laut dem Gebot vom ewigen Gott, das all den Nationen bekannt gemacht gouf, für dass sie am Glauben ihm folgen. Der Paul schreibt hier, laut Menge guter Nachricht. Das ist nicht mehr so ein Ausdrucksweise von ihm, oder heißt das wenig mehr? Nein, ich meine, das heißt wenig mehr. Das ist ein Ausdruck, den er noch mehr frei am Römerbrief schon gebraucht hat, nämlich am Kapitel 2, Vers 16. Auf dem Tag war Gott Geheimnisse vom Mensch durch Christus Jesus riecht, aufgrund von Menge guter Nachricht. Und er wird auch noch eine dritte Kehr von Paul gebraucht, am 2. Timotheus, Kapitel 2, Versen 8 an 9. Denkt dran, der Jesus Christus, ein Nachkomme von David, go von den Deutschen erwäscht, laut Menge guter Nachricht. Wenn es dieser guter Nachricht leiden ist, und das geht es so weit, dass ich wie Verbrecher an der Prison geheilt gehen. Für was schreibt der Paul hier am Vers 25 von unserem Text laut Menge guter Nachricht? Hat hier eine eigene gute Nachricht? Für was muss der Paul, wenn es dieser gute Nachricht leiden, an der Prison geheilt gehen, wie wir am Vers 9 vom 2. Timotheus 2 gelesen haben? Was schwätzen am Römer 16 auch noch von der Offenbarung vom Geheimnis, das in der Zeitalter verstoppt gouf? Wollen wir geheimnisvoll machen? Oder war das doch mal der gemengt? Für eine Antwort auf das Fragen zu kriegen, müssen wir ein paar Jahre zurückgehen am Leben von Paul, wie hier in NRW war, auf Damaskus, für alle Juden umzubringen, die unter Messias Jesus geglebt haben. Der Paul, ein Jude, ein Pharisäer, hier war überzeugt, dass er etwas falsch laufen, ein ganz falsch Lehre abkommen wäre, die unterdrückt gehen, ja ausgerottet gehen, nämlich die Jesus als der Erfüllung von Messias unter den Juden zu gesehen. Dafür gouf hier zu einem Serienmörder, bis Jesus selber angegriffen wird, hier selber gestoppt wird, wenn er NRW war auf Damaskus. Und an den nächsten paar Jahren danach wird Gott den Petrus verteidigt mit der Geschichte von Cornelius, die in der Apostelgeschichte erzählt wird, und auch den Paul, und anderen an der Gemeinde zu Antiochia, Assyrien, wo er schlussendlich dann noch hingekommen war, klar gemäht, dass doch Täten, leiderste Nationen, also wir hier, das gute Nachricht von Jesus könnte für sich an Ausspruch holen, dass durch den Glauben an Jesus der Messias genauso gerettet gehen wie die Juden. Und das war etwas ganz, ganz Neues. Ja, wirklich ganz Neues. Nicht nur mit Juden hatten den Messias zu leben, an dem sie auch nach weiter Juden geblieben sind, für gerettet zu gehen. Nur Täter konnten durch den Glauben gerettet gehen. Also Paul, du hast etwas gebraucht, das wird Schwierigkeiten bringen. Wir können so sagen, wenn man etwas könnt, was man nicht direkt anreihen kann. Das ist echt Reaktion, mal Schwierigkeit. An der Wissenschaft haben wir das ganz oft, wenn Erfindungen gemäht gehen, für dich könnt eine Gegenreaktion. Ihr beim da jeder will drüber leben. Das ist ganz komisch. Wenn Menschen reagieren mit ihr gewöhnlich zu leiden dafür. Der Paul, hier gauf zum Apostel für Täten.
Das gouf seg Zielgruppe, wie wir letzte Sonden hören hatten an der Predigt letzte Woche, eng Zielgruppe zu haben. Aber Heden war im Paul seg Zielgruppe. An ihm gouf auch das Geheimnis durch Jesus a Visionen offenbart, nämlich, war das Geheimnis, dass Heden auch gerettet können gehen, mehr einen ganz großen Unterschied zu den Juden, ohne beschnitten mussten zu gehen. Dass sie nicht beschnitten bräuchten zu gehen. Also kein Juden bräuchten zu gehen. Sich nicht bräuchten, zum Judentum zu bekehren, durch Beschneidung und Anhalte vom Gesetz. Das gouf ihm, dem Paul, vor Jesus gewiesen. Spätestens auf der ersten Missionsreise, während zu Antiochia a Pisidie war. Wir können uns daran erinnern, wie große Succès zu Antiochia hat, a Pisidien, wird ganz stark, wenn man wollte, die nächste Sonntag oder nächste Samstag, der Sabbat, dabei sein, für die gute Botschaft zu hören. Wie war die Botschaft? Nicht, dass sie müssten auch beschnitten gehen. Die Botschaft war, die Heden durch den Glauben an Jesus kommt genauso an den Genuss von allem, wie Geschwisterheit, Juden, die eben Juden sind, an beschnitten sind, und auch müssen durch den Glauben an Jesus gerettet gehen. Das war also nach 4 Runden Apostelgeschichte 15, wo das heute Paul gepredigt hat, an dem auch Schwierigkeiten gebracht hat, weil wenn wir die erste Reise gucken, die erste Missionsreise, da geht es so richtig von einer Synagoge zur nächsten herausgeworfen, geständigt, zur nächsten Stadt gelaufen, halb tot, und so weiter. Das war seine erste Missionsreise. Weil er eine Botschaft von hat, die Juden nicht konnten erreichen, die sie an ihrem Wort nicht fanden, was der Paul erkannt hat, aber an dem selben Wort. So kann es so, dass die Synagogen waren am Anfang von dieser Entwicklung eigentlich 4 Gruppen. Juden, die nicht durch Jesus gelebt haben, was die Hauptgruppe für diese Entwicklung war. Da waren gläubige Juden da, also eine zweite Gruppe. Und dann kam eine dritte Gruppe, Proselyten. Proselyten waren Heiden, die zum Judentum übergetreten waren. Und wenn du den Galaterbrief liest, oft ist der ganz kompliziert, da geht kaum verstanden, weil er von diesem Problem geschwärzt wird. Und da muss man erkennen, und dann ist es relativ einfach, durch den Galaterbrief zu gehen, weil der Paul schwätzt dieses Problem am Galaterbrief an. Ihr seht irgendwann am Kapitel 3, nämlich der topisch Galater. Was ist denn der topisch Galater? Er schwätzt da die Feiertgruppe an, nämlich Täten, die gläubig waren an Jesus, ohne zum Judentum überzutreten, an die immensen Druck gesagt sind von der dritten Gruppe, von den Proselyten, für sich da beschneiden zu lassen, weil ihnen etwas fehlen. Das erinnert mich immer, wie ich noch jung war am Glauben, und an Jesus gelebt habe, war ich mal an Gemengen, wo mir dann gesagt habe, der fehlt etwas, du musst noch etwas kriegen, erst du komplett bekehrt bist. Naja, bis heute war ich nicht davon überzeugt. Und heute war es auch so. Die Heiden, Feiertgruppe, wo Jesus gelebt, das geht durch, für an den Genuss von allem zu kommen, was an der Bibel steht. So war das letzte Gruppe dann noch die problematische Gruppe, und als in Druck gesagt ging, zum Judentum überzutreten. Und dafür hat der Paul müssen leiden. Und als von den nicht-gläubigen Juden der ersten Gruppe verfolgt ging, war doch zu der nicht so geplanten Reise als Gefangene nach Rom, das später geführt wird. Da das, in so einer kurzen Rede, was der Paul meint mit meinem Evangelium, nämlich, dass Täter genau dieselben Privilegien haben wie die Juden, wir nehmen durch den Glauben an Jesus. Dass ihnen noch die Allianzen gehören, zum Beispiel die mit Abraham, die vom Sinai an den neuen Bund. Auch sie gehören zur Nation von Israel am geistlichen Sinn, nicht physisch, weil sie sind ja nicht beschnitten. Die Gläubigkeiten hatten doch nicht einfach. Von den Proselyten gaufen sie einen Druck gesagt, dass ihnen etwas fehlen, wenn sie nicht auch Juden gehen. Und auf der anderen Seite, an der römischen Gesellschaft, zu der sie als Heiden nach immer gehört tun,
konnten sie wenigstens der Uklo, man muss gut lauschen, von Atheismus zu Tod verurteilt gehen, weil sie natürlich nicht mehr beim Götzendenkst, bei den heidnischen Göttern mitmachen wollten. Der Paul go verfolgt von der ersten Gruppe, der nicht gläubige Juden, auch wenn hier weiter zu der zweiten Gruppe gehört wird, nämlich Jud, der gegläubt wird. Auf ihr Wort go verfolgt, weil die vierte Gruppe die Gläubigkeiten unterstützt wird. Also go sogar Falsches, Verleumderisches über ihn erzählt und dafür heute müssen viel leiden, nach geständigt gehen, an der Prison geworfen gehen. Haut ist das alles ganz, ganz weit von Eise weg. Wir werden, weil am 2. und am 3. Jahrhundert zu heftige Spannungen gekommen ist zwischen den Juden und dem Römerreich. Und der letzte Teil der Feierten, die wir sehen heute, die von den gläubigen Heiden sich schlussendlich total vom Judentum getrennt wird, entfernt wird und zu dem gehen, was wir heute kennen, nämlich eine Kirche, die in großen Teilen erreicht, dass sie Israel ersatt hat. Das ist also eine kleine Erklärung zu Mengem Evangelium von Paul, was hin am Schluss vom Römerbrief ganz klar möchte, etwas, was äußerste Nationen angeht. Lassen wir zum Schluss kommen. Wir hatten 2 Punkte an diesem 16. Kapitel hervorgehoben, nämlich als Schwester Phoebe, nämlich, dass wir eng Familie sind, wo wir uns gern haben, uns helfen, und vieles mehr, was zu einer Familie gehört. Und dann mein Evangelium oder meine gute Nachricht von Paul, dass wir Heiden zum Volk Israel gehören, mehr eben als Heiden, als sie als Juden, vereint sind an Jesus, der Messias. Eine Einheit an der Verschiedenheit. Das ist auch Bild vom Körper, wo nicht alles Kap, nicht alles Fuß ist, mir jeder seine Identität hat. Epheser Kapitel 2 schwätzt spezifisch darüber. Der Römerbrief ist der 6. Brief von Paul an der Reihe voll, wie sie geschrieben wurden. Da war für dich der Galaterbrief, da waren die 2 Thessalonischer Briefe und die 2 Korintherbriefe und dann noch kommen den Römerbrief, kommen nach 7 da noch, ob man es von denen, die an unserer Bibel sind, wenn das an unserer Bibel an erster Stelle, für was, weil von den Kapiteln aus, 16 Kapiteln, von den größten Briefen aus von Paul, ich meine noch, weil seine Bedeutung ihm das Platz verdient wird. Der Paul hat gelehrt, sein Leben ganz an den Dienst für seinem Herzen setzen, als seine Briefe weisen als seine tiefe Ansicht an die ganze Schrift, aber auch sein Leben für Geschwister. Und hat Versicht, eine ganz neue Gemeinschaft für gläubige Juden und gläubige Heiden zu schaffen, was aber ab dem 2. Jahrhundert immer mehr in den Druck geraten ist, und so unmöglich ist. Ich wünsche jedem, dass wir uns vom Paul ein wenig ausstechen lassen, weil hier so viel für uns Heiden gemäht wird, ohne Ideen, die heute nicht wären. Auch wenn wir absolut vielleicht gar nicht wissen, oder wir lesen zwar an Apostelgeschichten, als in Briefe, aber da ist aber nicht immer so klar, wie es damals war. Da haben wir es von ihm ausstechen lassen, weil hier so viel für uns gemäht wird, sein Leben dafür gehen hat, gelitten hat, dass doch nicht Juden, Täten, Völker, Nationen ganz an den Genuss von der Erlösung an Jesus Christus kommen. Amen.